Salut zusammen, was ist drauf aus? Herzlich willkommen zum Black Ops 2 Gameplay. Wieder mal von mir kommentiert. Yes, ich habe mega Freude, dass ich endlich auch wieder mal ein Commentary machen kann. Grund dafür ist, mein Mitbewohner ist nicht da. Und dann muss man die Chance nutzen. Ich glaube eben, wenn er da wäre und ich würde einfach in meinem Zimmer mit mir alleine reden, dann würde er wahrscheinlich irgendwie denken, ich sei betrunken oder so. Und dass wir oder ich oder ja, YouTube machen, weiss er nicht. Muss er auch nicht wissen. Und darum, wie gesagt, wieder mal ein Commentary von mir. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Der Mr. J ist nicht da. Er muss dafür aufladen und bearbeiten, weil die uns nicht verfolgen im Road Commander, wissen nicht, dass ich das Programm nicht habe. Dementsprechend alles an Mr. J via Dropbox muss schicken und er dann alles zusammenschneiden und so und das Zeug aufladen. Jo, wenn wir gerade bei Road Commander sind, wir bekommen nicht ganz so viele Views wie bei Black Ops 2. Natürlich, das ist euch überlassen, ob ihr das schauen wollt oder nicht. Ich sage, scheiß Timing in dem, das hat mich richtig aufgeregt, oder? Rührst C4, denkst ich sehe meine Kills schon vor mir und der kommt dann um die Ecke. Naja, wie gesagt, ist natürlich völlig euch überlassen, ob ihr das schauen wollt. Der Anfang, muss ich sagen, ist recht harzig, also... Ja, Mr. G hat zwar dort einen 16er Gunstreak gerade angelegt im ersten Game. Und ja, der Anfang ist wirklich harzig, aber mittlerweile sind wir glaube ich die Level 32, 33 Gegner mit dort rum. Mit einer 2,8er, 2,9er KD und einer Win-Loss von 1,8 auch. Für das, dass wir immer alleine spielen, würde ich sagen, ist doch akzeptabel. Es gibt sicher den einen oder anderen Effekt, wo... Also Effekt. Ja, sicher das eine oder andere Commentary, der lustig ist. Und so überzeugt hoffentlich das Gameplay. Und jetzt machen wir einen grossen Switch. Und zwar Gameplay im Hintergrund. Ist es 71:2 auf dem Map Meltdown. Es hätte eventuell, wer weiss, es 71:1 können sein. Aber mein Schwarm hat gefunden, scheiß drauf, dich nehme ich gerade mit und bringt mich um, danke. So, gespielt habe ich mit der M27. Für die Black Ops 2 noch spielen, die Waffe ist recht geil. Ich spiele sie mit, was haben wir da? Schnelles Magazin und Schalldämpfer. Perks habe ich Hardliner Geist, Plünderer Zähigkeit und C4 ist auch mit am Start. Jo. Diamantharnung, wie ihr unschwer erkennen könnt. Da kommen wir zum anderen Punkt, wenn man so will. Und zwar, wir haben ja angefangen mit Diamonds Are Forever. Und da würden wir eigentlich gerne weitermachen. Also zumindest ich würde es gerne weitermachen. Der letzte Sniper XPR heisst sie, glaube ich. Dort wäre das Videomaterial fertig. Da braucht es einfach noch das Commentary von mir und das mache ich dann auch mal noch. Und ja, für die anderen Waffen... Die meisten von euch werden die einen oder andere sicher auch selber haben. Und eigentlich hatte ich ja vor, ganz am Anfang noch von Black Ops 2, mit jeder normalen Waffe, in Anführungszeichen, sprich kein Shotgun, kein Sniper und so, eher so ein bisschen die normalen Waffen, so wie, eben da ist der berühmte Tod. Ich weiss zwar nicht, ob ich die ganze Fight sowieso hätte, aber sagen wir Assault Rifles und so MPs, dort eigentlich ein ganzes Gameplay zu machen. Fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer, da komme ich nachher schnell drauf, ja, vor ein paar Tagen der Black Ops 2 Game. Ja, aber ich weiss nicht, ob das Interesse überhaupt noch besteht, die Diamantwaffen zu sehen, vielleicht die spezielleren. Also sagen wir, ja, die Shotguns und gut Sniper fehlt eben noch eine. Oder eben alle wollen sehen, aber alle wird schwierig, da könnte man zum Beispiel gegen Bots spielen. Aber meine Meinung gegen Bots, das ist einfach nicht ganz gleich, wenn man weiss, ja, er spielt irgendwie gegen... Ja, Bots. Wie wenn er in einer Lobby halt mal Glück hat und Noobs getroffen hat. Aber es würde mich wundern, was ihr davon haltet oder was ihr für eine Idee hättet. Eventuell besteht das Interesse ja gar nicht, dass man das zeigt. Oder das Interesse besteht und ihr habt eine gute Idee. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher gesagt habe, vor ein paar Tagen wieder Black Ops 2 gamed, weil ich bin nach wie vor der Meinung, das ist ja, ein Game mit Potenzial. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist von Grund auf beschissen. Und ich muss sagen, ich habe auch gerade eine geile Lobby verwünscht dort.
Bin zwar ins erste Game ein bisschen spät reingerutscht, habe irgendwie dann noch ein 40 auf 9 angebracht. Zwar nicht so objective Spiel, als 4 Caps und 4 Defense habe ich angebracht. Und dann gesamt auf dieser Lobby 40 auf 9, 53 12, 64 12 und ein 40 zu 14, genau. Also 4 Games habe ich in dieser Lobby gespielt. Und ihr glaubt es nicht, wir haben nur ein Spiel gewonnen. Und nach dem 4 zu 9, sprich nach dem ersten Game, habe ich gefunden, in dieser Lobby könnte ich noch viel reissen. Ich habe meine Killstreaks geändert, also Scorestreaks, Entschuldigung. So Drohnen, Blackbird, sprich Orbital VSAT und EMP. Ich habe sicher in den letzten 2, also im 60 zu 12 und im 4 zu 14, 8000 Score-Punkte gehabt. Im 4 zu 14 hatte ich 12 Caps, 12 Defense gehabt. 4 Blackbirds, 4 EMPs und weiss ich wie viele 1000 Drohnen. Wir haben das Game nicht gewonnen! Mann, der Scheiß. Und dann heisst es, ja, ihr seid alle gleich gut und so. Da, wie heisst Skill-Based Matchmaking, genau so heisst das. Komm, leck mir doch am Arsch, kannst du mir ja nicht angeben, dass... Also gut, ich halte sowieso nicht so viel davon. Wenn es wirklich machbar wäre, dass man kann sagen, okay, so und so ist ein Spieler definiert und alle, die nachher gleich definiert sind, rühren wir in einen Topf, dann würde ich sagen, okay. Aber es ist, glaube ich, naiv zu meinen, man kann Spieler gleicher Skillstufen zusammenrühren, weil nach was willst du das machen? Sie haben sicher ein gutes, oder meinen sie haben eine gute Lösung gefunden, aber weder Score Points noch KD sagt etwas über einen Spieler aus, weil du kannst einen 5er KD Hand campen oder du kannst Tesco heissen, einen 5er KD Hand im Enemy Spawn alle verrupfen. Ja, das ist ein meilenweiter Unterschied, dann kannst du einen 1er KD Hand auf jede Flagge gumpen und dafür gewünscht wirklich fast jedes Game. Ich weiss nicht genau, aber mich denkt das hapert dort ein bisschen und das andere ganz klar als die Verbindung. Truppenverbindung. Ich kann, weil ich momentan einfach Black Ops 2 nicht mehr so viel spielen. Es gibt sicher wieder ab und zu einen Tag, wo ich finde, jetzt habe ich Lust und dann gehe ich auch. Aber man muss ja ein bisschen schauen, für jemanden, der ein bisschen gerne zockt oder gamet, braucht man halt etwas anderes. Ich spiele jetzt gerade ein bisschen viel Battlefield. Und so wie es gehört, als richtiger Noob, ich kann Panzer fahren, ich kann Humvee fahren, sobald es in die Luft geht, bin ich ziemlich schnell wieder am Boden und tot. Aber wohlverstanden, ohne dass die Gegner irgendetwas machen müssen, sondern einfach, ich alleine, ich kann nicht fliegen, es ist so Horror. Hey. Und dann müsst ihr wenigstens fliegen, also eventuell kommt mal das ein oder andere Gameplay noch von Battlefield. Ja, ich spiele dafür jetzt ein bisschen TDM. Ich weiss überhaupt nicht, was die Maßstäbe sind, YouTube-mäßig, weil ja, ich habe jetzt gestern ein 29 auf 7 gehabt. Am Anfang bin ich irgendwie 4-mal hintereinander, also ziemlich hintereinander gestorben und nachher habe ich aber irgendwie 15er Streak angelegt. Also, ich weiss nicht, ob das YouTube-mäßig wäre. Obwohl mir fällt auf, viele Kommentatoren, die gut am Reden sind, brauchen nicht unbedingt die besten Gameplays. Die Frage ist, ob wir gut am Reden sind. Das ist etwas anderes. Vielleicht können wir das Gameplay auch jemandem verschenken, der super am Schnorren ist. Wer weiß. Aber nein, das Gameplay können wir nicht verschenken. Warum? Weil ich nehme Battlefield grundsätzlich nicht auf, also bis zu gestern nicht. Weil ich gemeint habe, ja, ich schaffe es nicht. Ich bin aber erst eigentlich gestern zu TDM gewechselt. Zwar per Zufall bin ich einfach in den Server gekommen, der nur TDM 24/7 spielt. Und bin dann, haben doch immer Scores Top of the Leaderboard gehabt. Und das Schwarm, schaut euch das an und der Sieg geht ab. Das verzeiht schon fast, dass er mich vorher umgebracht hat. Aber nur fast. Ja, eben. Ich weiss nicht, ob das YouTube-mäßig wäre, aber eben sicher, also eventuell kommt mal ein Gameplay von dort. Und da sind wir am Ende, das 71:2. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Und wie gesagt, es würde uns sehr freuen, wenn ihr mal würdet ins Road-Dokument reinschauen. Aber macht was, was es Lust habt und bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen.